Morgens alle, it's John Peters hier op KIKZ 1250 Dietsch Radio. Wir sind in Psalm 23. Dit heet Gedankens wie Gottes Woord. Wil treden met dem laatste vers in Psalm 23, vers 6. So, das tweemaal hebben we ons gegeven van wo Gott ons leiden leert op den Plautdietsch, wo veel te großen wird im Angesicht von den Fien, das Video jetzt reinzuschalten, jetzt nur zu sein. Und dat hij salbt ons stieren, ons Kopf mit Öl, wenn die weiten Schub buchsen sich nochmal. Und dann kommt hij mit sein Öl von Heilig, bringt Frieden, und even die schwierige Gedanken zurück, was vergangen ist, was uns durchbringt. Auf Englisch würde sagen, the things that bug us, dat hij salben mit sein Öl. Und sein Öl, das kann einfach ein Butterchen Öl sein, das kann sein seine Gegenwart, seine Nähe, dicht bei den Schubport sein, nicht so. Nu sagen wir den letzten Vers in Psalm 23. Da sagt es steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So nu dat de König David, wat ook ervaren wordt als een Schubport, dit kapitel te eind brengt. Hij brengt dat te Schluss. En sagt wird es was tun für das ewige Port von seinem Leben, namens ganz was in der Ewigkeit. So, wenn er redet von Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Was meint das? Well, das meint, wo immer ein Christ geht, wo immer ein Christ ist, du hast nicht was besser passiert, du hast nicht was verändert, was dir nur folgen wird. Der Christ, der bringt eine Luft mit sich. Auf Englisch redet noch mal von der Atmosphäre oder the vibes of a Christian. Wenn du wo in der Stube gehst, oder im Restaurant, oder im Geschäft, oder du kommst in Haus, du bringst was mit dir. Du hast eine Luft rum dir. Die wird, was du brauchst, wo dein Angesicht lauten wird, die Freude, was du mitbringst, und das kann nicht ein Gegenteil sein. Viele Menschen, was bringen die mit sich? Eine Wut, eine Euernis, Negatives. Aber ein Christ, der bringt was mit sich. Und das, was David hiervon redet, was bringt er mit sich? Gutes und Barmherzigkeit. Das Gute und die Barmherzigkeit, das Mitleiden, das Menschen halten und die besten sehen zu anderen. You're a blessing to others. Das soll ich wohl in Christus sein. Ich habe mal dort wie als Jugend, fuhren einmal in der Altenheimer singen und Leute, als ich erwachsen werde, direkt das Leben als ein Kurlehrer. Und ich gleich dat eine Farsje wordt bij de Andrews, Texas Altenheim hier, de Andrews, Texas Nursing Home. Du wirst sein bei der, und das sein sieht es dort. Hier merken sie uns alle schaftig, wissen, wann sie kommen, und wissen, wann sie verloren. Ich habe mir gedacht, was für ein Mensch sie ich, was für ein Christ sie ich. Wenn ich wohin komme, bringe ich in See, bringe ich gute Luft mit mir, Gutes und Barmherzigkeit. Da würden sie leider sein, dass ich ging, wenn das wirklich wahrscheinlich nicht taub sein. Ich bringe vielleicht 100 Dolle weg, sondern sein, was Menschen aufheben wird, was eine Freude bringt, und dann nicht mal zu lang bleiben, sodass ich nächstes Mal wieder willkommen bin. Ich darf ja an Denken halten, weil wir spazieren fahren. Nicht so lang und lang sein und den Willkommen uns weggehen. Bleib lang genug, aber nicht zu lang, sodass es sich ein klein bisschen bang mit dir, das hast du reingegangen, du hast eine Freude gebracht und am nächsten Mal das war willkommen. Nicht zu lang bleiben, nicht zu lang spazieren, das ist mein Gedanke. Das kommt von John Peters, das kommt nicht von Gott. Aber wir haben Jas gehört, wir bleiben was notieren, wir bleiben sogar was mit nach. Dann hätten sie gedacht, ich könnte wie sein, die nicht zu fertig waren. Dass wir alle murselig geworden, dass wir, the war out there welcome, sagen wir auf Englisch. Die Welcome die nicht mehr durch. Was Psalm 23 redet von Gutes und Barmherzigkeit. Ich bringe eine Freude mit mir, ein Leben gelaufen, und sein Blut war willkommen, nicht so. Warum ist das? Weil wenn Christen sind anders. Christen lassen sich ändern von den Heiligen Geist, dann wollen die beten, alle höflich, mit der schön mit euch, dann sind die immer wohl willkommen, nicht so.
Ich denke fertig an, seit mal in 2008 in Paraguay deed, met mijn vriend en Prediger Neil Thiessen. Dan waren we mank de Indianer in Paraguay, toen namen ze dat Indigenos. En mank de Indianer waren Westen wat zich bekeerd hadden tot Jezus Christus, entschuldige, en anderen wat niet hadden. Maar wir zo'n grote onderscheid. Die wat zich bekeerd hadden, die leidden reiner, die haar weer beter gekamd, hadden niet zoveel lies, hadden een vrijheid oorgezicht. Dat wir so zu sein, wer sie bekeerd hat, wer in Christus wir ein beter eingetragen, das dacht. Und der wird nicht bekeerd werden, wird alle schwinsch, wird alle arm, leid so olders, und fährt nicht mehr reif eingetragen, nicht mehr hoch eingetragen. So, het is interessant wat van onderscheid het evangelium merkt en een Christus en een hart, niet zo. We hebben beden van de Dietsche over de ganze Welt, wat ik met een niet aan. We horen van de Marderie, wat deze werk in Bolivien geworden is. Want je fehlt het aan het evangelium. Je fehlt het aan dit vers. Gutes en barmherzigkeit werden mir folgen, mijn leven lang. En dan brengt het Christus een vrede met zich. Die heeft een lof met zich gebracht, niet zo. Weet je wat een Christ nog deed? Wanneer die Gutes en barmherzigkeit den hingen rondkomt, een Christ deed zijn Bilds betonen. Een Christ deed zijn woord houden. Wanneer een Christ zich loyaal geliefd heeft, deed hij dat dan weer opdoen. Met nog dureva, met fijne interesse en een fijne geschenk. Die betoelt het aan de tijd. En wanneer hij niet kan, dan bereid hij wat. Dat is mijn moed voor die. Wanneer ik mijn vriend loyaal geliefd, dan zei ik het maar. En betonen we reden en ervan. En zijn er bij ons zo blij geworden. Het is meest beter niet aan zijn vriend jou die en echt über een Christ wat er goed is en barmherzigkeit heeft. Die betoelt zijn Bilds, die betoelt zijn schuld. En Christ wat ik bekeerd heeft, sogar zijn tieren worden het erworden. Zijn pets wat hij thuis heeft. Zijn hoingen, zijn mietsen, zijn melkvee, zijn budders, die worden het alle erworden. Dat du als een Christ wat als gebied. Wat zeg ik ermee? Wel, ik denk aan die geschichte met deze vormen. Die wordt met mulen en met je akkerd, gepleegd en zo wieder. En die vormen die je een dag te overtrekken. En dan bekeert hij zich door. En dan neemt Jezus aan. Voor de Luther denkt zijn prediker zo, hij wordt in vorm allemaal gewoon bezeten. Zo hij gaat niet in zijn vorm. En door allemaal eigenlijk hier daar, wat? Die vormen die vliegt zo zijn. Die brukt zo'n slechte bij ze weer. Dan zit hij, die pleegt daar met zijn muller. En verpitcht den muller. En bloos met vleek weer. Vleekt in de uiten kleden. Komt de prediker dichtbij en muller. En maar daar waren met vleek weer die merken brengen. Zegt de prediker, wat's met dit? Ik dacht, die had die 3 deel 2 bekeerd. Wat zijn dit voor reden? Zegt de vormer, dat stemt 100%. Aber ik weer door de kerk en bekeerd me. Aber de muller weer niet. En dat is plus mijn oude zijn gewand, mijn oude weer. Nu moet ik nog krijg zo reden, zodat hij steekt muller. Dat hij kleden wordt. Mensen zeggen dat hij schön daar kleden kan. En dat niet zo. Nu viel er plus dat de muller zich ook nog bekeren wordt, niet zo. Wel, de Christen brengt wat met zich. Een goede lof, goede beard, een goede aanstelling. En dan weet wat sogar zijn tieren, die worden het aan. Dan zegt David, de Christen brengt het met zich. Dan zegt hij, ik werde blijven im Hause des Herrn immer de dag. Wanneer de schrift redt van Hause des Herrn, dat heeft 2 bedoelingen. Eén is zijn tempel, oder zijn kerk, dat gebied waar mensen zich treffen en God aanbidden. Oder de schöne Himmel. Ze zegt, David weer zo vol van den Tempel. David weer zo vol van de aandachtstijd. Hij schrijft psalmen, hij schrijft lieder. Hij weer zo vol van den koor wat hij zingt. Hij weer zo vol van dat opera wat hij doen wordt en zinnen vergeven. Ik geloof David redt hiervan, waarschijnlijk omdat jij beim Tempel zijn. Waarschijnlijk omdat jij du zijn waar God zijn volk is. Waarschijnlijk omdat jij prijzen, loven en danken. Maar dan redt hij van Emma. Wel, hier op Erden doen we al even voor de eeuwigheid. Hier op Erden waar we vorig worden, waar we te God houden, waar we God loven en prijzen. En doen we al een beetje even voor de eeuwigheid, waar we God loven en prijzen. We worden in de eeuwigheid niet bloos zingen en spelen, we worden in de eeuwigheid arbeid hebben. Praktisch Adam en Eifer im Garten arbeid hadden, als die zin kwam. Ze hadden een job. Jezus zei, we würden über 5 Städte regieren, oder über 10.
Im Himmel wird Arbeit sein, das wird schön gehen. Die wird regieren wollen, die wollen Arbeit haben, die wollen Dinge merken, die wollen Dinge vollbringen. Bloß da wird keine Sinn sein, dort wird schön gehen in den schönen Himmel. Und wir wollen Gott loben und preisen in aller Ewigkeit für seine Erlösung durch Jesus Christus. Amen. So, wir merken Schluss mit Psalm 23. David hat es zuvor gemerkt. Check die Videos wellig ran. Lees Psalm 23. Lees ihn auswendig. Das ist echt das. Der scheint auch nur danach und smart ihn auswendig sein. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Moet God ihn segnen. En wat nächste Mal.